Yeah. Coming. Just have to do a rap song quickly. Yeah, yeah, yo, yo. Hi, first of all, this here is me. I'm not tall, I'm not small, and I like my cup of tea. I like everybody, and I don't take ACAB. Nobody is perfect from all the faces I see. Stand up and clap, we're gonna be here for a while. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Video. Yeah, man. Heute bin ich in der Ferien, wunderschönen Tag. Und ich wollte heute mit euch mal über meine Videos reden. Und über meine Videos eigentlich. So. Und zwar, als ich mit YouTube angefangen habe, das ist ja noch nicht allzu lange her, dort, ich meine, es gibt so viel, die YouTube machen, so viel, so extrem viel. Das ist... Und darum habe ich mir gesagt, mach etwas Spezielles. Also, nein, mach etwas Spezielles. Das ist so schwer heutzutage, etwas Spezielles zu machen. Aber ich habe gefunden, hock nicht einfach vor der Kamera und laber einfach irgendetwas, sondern gib dir Mühe bei deinen Videos. Mach aufwendige Cuts, mach aufwendige Videos. Mehr oder weniger natürlich, so aufwendig, wie es halt in diesem Rahmen geht. Und das habe ich probiert. Ich habe das auch bei vielen Videos so gemacht. Und am Anfang hatte ich ja nur Kollegen als Abonnenten, so 30 Abonnenten. Mehr oder weniger nur Kollegen, sagen wir es mal so. Und Verwandte und weiss ich auch nicht. Und so vielleicht 100 Aufrufe auf ein Video. Und das ist ja schön und gut. Und ich habe mir bei jedem Video so fest in den Arsch gebissen, wie es nur geht. Ich habe jede Szene so lange gefilmt, bis ich gefunden habe, yes, die nehme ich. Das ist gut. Und diese Videos, die kann ich mir auch anschauen und sagen, ja, die sind noch cool, die finde ich gut. So, und dann ist das mit dem Ungespielt. Dann habe ich ihn getroffen und bin in einem Video von ihm gekommen. Ich bin in einem Video vom Oscar gekommen. Ich bin in einem Video vom Alexander Straub gekommen. Und dann sind so meine Abos so steil bergauf. Oder bin ich kurz auf den Gipfel? Pardon, bin ich kurz auf den Gipfel gestürmt. So, und dann sind meine Videos so für mich qualitativ einfach so in den Bach abgedriftet. Schnell Hand wechseln. So. Sind meine Videos einfach in den Bach abgedriftet und ich habe Videos zugestellt, die ich nur mäßig gut finde, oder Videos zugestellt, die ich einfach umgestellt habe, damit ich etwas umgestellt habe. Und auch mit dem Zeitplan, den ich gemacht habe, also mit dem Wochenplan, wo ich gesagt habe, immer dann und dann schaue ich Videos an. Das hat mich alles so nicht unter Druck gesetzt, weil ich mache es ja irgendwie nicht hauptberuflich oder so, ist ja nur mein Hobby. Aber es hat einfach so, ich habe Klicks bekommen, sozusagen. Ich habe auf dem Video meistens jetzt etwa 1000 Klicks. Für das bin ich mega dankbar. Aber ich habe das Gefühl, so, als ich es dann hatte, hat es mich so nicht mehr wirklich geschert, was ich hochlade. Dann habe ich einfach hochgeladen, damit etwas hochgeladen wird. Und das finde ich mega schade. Das finde ich mega doof. Und ich glaube, das merkt man auch bei vielen Videos, dass ich nicht mehr so aufwendig geschnitten habe und nicht mehr so aufwendige Videos und kurze Videos. So. Und
ich weiß nicht, mit dem ist jetzt auf jeden Fall Schluss. Ich will jetzt wieder jedes Video, das ich hochlade, mit dem will ich zufrieden sein. Das will ich stolz jemandem zeigen. Das will ich dahinter stehen, dass ich das gemacht habe. Und ich will wieder schaffen. Ich will wieder richtig Spass haben an den Videos, die ich mache. Ich will Spass haben am Schneiden, ich will Spass haben am Filmen, ich will Spass haben am Spielen oder in die Kamera schnurren. Und das habe ich bei so vielen Videos, wo ich vor der Kamera sitze und einfach muss schauen, ja, braucht es jetzt diesen Satz, braucht es diesen Satz nicht, komme ich heute nicht, komme ich morgen. So einfach so ein bisschen so. Und das finde ich scheiße. Und das will ich nicht mehr so Videos hochladen, weil ich finde das mega schade. Und früher habe ich sozusagen für die Klicks gekämpft. Ich habe mein Video gesagt, ja, teilt es. Ich habe auf meinem privaten Facebook-Profil gesagt, hey, schau, mein neues Video ist online. Ich habe auf Instagram Bilder gepostet, schaut da, Twitter habe ich geschrieben, obwohl ich dort überall noch nicht Follower hatte. So. Und jetzt muss ich ein Video hochladen, in dem hat es meistens 1000 Klicks. Und dann habe ich mich halt einfach nicht bemüht. Und ich will mich wieder bemühen. Und ich will auch ein Video, mindestens ein Video in der Woche bringen. Ich würde auch gerne 2 Videos in der Woche bringen. Wenn ich coole Ideen habe und gut kann filmen und schneiden, dann bringe ich auch 3 Videos. Aber es ist einfach nicht mehr festgelegt. Aber mein Ziel ist sicher mindestens ein Video in der Woche. Aber ich will Videos, die ich geil finde, die ich selber finde, das Video ist geil, das will ich euch zeigen, weil ich das selber sehr cool finde. So. Ich mache das Video, glaube ich, als One-Taker. Ich laufe jetzt mal wieder zurück. Ich mache das Video so. Einfach ab jetzt will ich nur noch Videos machen, wo ich Spass habe zum Filmen, zum Schneiden, zum Aufnehmen. Filmen und Aufnehmen ist das Gleiche. Oh, ich weiss gar nicht, ob ich mich selber filme. Ja, einfach nur noch Videos, wo ich sage, mal, das wollte ich. Schon nur, wenn ich ein Video gefilmt habe und dann keinen Bock habe, um das Video zu schneiden, dann ist schon wieder so, nein, das Video, das bringt es gar nicht. Wenn ich schon keine Lust habe zum Schneiden, dann ist das doof. Darum ist für mich jetzt der Punkt gekommen, wo ich finde, ich habe jetzt ein paar Videos auf YouTube, ich sage jetzt auch nicht welche, wo ich einfach finde, die müsste es jetzt nicht geben. Und jetzt, ich will bessere Videos machen, ich will coolere Videos machen, ich will aufwendigere Videos machen. Ist zwar ein bisschen blöd, ich bin ein Ein-Mann-Team und ich muss alles allein machen, aber ich finde, ich kann auch allein meine Videos machen, ich kann auch allein coole Videos machen, ich kann auch allein gute Videos machen. So, und ich will auf jeden Fall auch, oder ich würde gerne auch viel mit anderen Schweizer YouTuber machen. Und auch wenn ihr ein kleiner Schweizer YouTuber seid und eine geile Idee habt für ein Video, das ihr gerne machen würdet, mit mir zum Beispiel, wenn ihr sagt, oh geil, mit ihm würde ich mal gerne ein Video machen, dann schreibt mich an, aber habt eine kreative Idee, habt eine coole Idee, wo ihr findet, oh, ich habe eine Idee, ich würde gerne den Can zum Mond schicken und da mit meiner Rakete. Also, ja gut, jetzt, ich will vielleicht nicht mit eurer Rakete auf dem Mond fliegen, aber wenn ihr findet, schau,
Mein Vater ist ein Weinbauer und ich möchte am Can zeigen, wie wir Wein machen. Jetzt zum Beispiel so. Oder einfach irgendeine Idee haben und ihr findet, die müsst ihr mit mir machen. Schreibt mich an, schreibt die Idee und dann mache ich gerne mit euch ein Video. Aber ich mache zum Beispiel, ich mag nicht ein Video mit euch machen, wenn ihr findet, machst mal ein Video mit mir. Und zwar, keine Ahnung, Fußball-Challenge. Ja gut, vielleicht auch. Vielleicht mache ich auch Fußball-Challenge, wenn ich euren Kanal cool finde. Aber weißt du, so, bringt Ideen und sagen nicht, hey, machen wir ein Video. Ja was denn? Ja, sag du. So, dann finde ich so, wieso soll denn, dann kann ich auch das Video allein machen, oder? Dann kann ich mir eine coole Idee ausdenken und das so. Also wenn ihr das Video mit mir machen wollt, schreibt mit einer coolen Idee. Und dann kann ich gerne mit euch ein Video machen. Ich mache gerne mit kleineren YouTuber-Videos. Ich push gerne Leute. Obwohl, pushen kann ich eh noch nicht. Also, kann man nicht sagen. Ich bin noch so ein kleiner Pfüdi auf YouTube. So, ich mache gerne Videos mit euch, ob ihr 100 Millionen Abonnenten habt oder ob ihr einen Abonnenten habt. Aber wenn ihr eine coole Idee habt und coole Videos habt und coole Leute sind, dann mache ich gerne mit euch Videos. Ja, ich weiss nicht, ich bin jetzt glaube ich ein bisschen abgeschweift. Apropos Schweif, dort hinten hat es Pferdchen. Ich bin der Beste, oder? Ja, ich bin der Beste. Nein, so, ich bin jetzt in der Ferien. Obwohl, mein Leben ist gerade ein bisschen Ferien. Ja, schön, dass die Kamera gerade abgestellt hat, wo ich heule die letzte Szene. Wo ich heule die Abmoderation machen. Ja, ich hoffe, es hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Däumchen da, teilt doch das Video, schreibt eure Meinung in die Kommentare, weil die interessiert mich sehr. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und tschüss!